SRF bei den Leuten mit «Aus der Region» für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Das ist der Jan Fitze. Seit 10 Jahren arbeitet er beim SRF. Den Spurt, den Fitze übernimmt, kann ich selber einen Vorschlag machen, was ich will. Ich habe schon immer mal davon geträumt, vom tiefsten Punkt der Schweiz, Lago Maggiore, 193 Meter über Meer, genau da. Wow! Nur mit Muskelkraft bis oben auf die Spitze, der höchste Punkt der Schweiz. Jetzt geht's los. In 5 Tagen vom Lago Maggiore auf die Vorspitze. Über 200 Kilometer mit dem Velo und mehr als 15 Stunden wandern. Der Jan Fitze geht an seine Grenzen. Also jetzt in dieser Sendung gibt es definitiv mehr Unbekannte als Sicherheiten. Nein! Verdammte Scheiß! Und ich weiss nicht, welches das die grösste Unbekannte ist. Ist es meine Form? Es ist anstrengend. Sind es die leicht schwierigen Wetteraussichten? Böse Windschatten und einen Regen fressen. Komme ich mit dem fehlenden Sauerstoff nicht klar? Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Brutales gemacht, wie den Hang dort. Und je länger ich es mir überlege, denke ich, was für eine Schnapsidee. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Fitze übernimmt. So, erster Entscheid vom Tag. Welches Velo? Wie jeder Profi hat natürlich 2 Velo, oder? Und da muss ich immer auf die Bedingungen schauen. Das wäre eben mein Velo. Aber da habe ich noch einen Velomilch gezeigt. Dann hat er gefunden, er würde vorbereiten, weil es hat nur 12 Gänge. Und es geht ja heute ein bisschen steil drauf. Aber mit dem wäre ich einfach vertraut. Und dann hat er mir eins zur Miete gegeben, auf dem bin ich noch nie drauf gehockt. Aber geht einfacher den Berg drauf. Mit dabei auch das Mal Seraina Bernet. Bis jetzt hat sie am Jan jedes Mal etwas eingebrockt. Jetzt kommt die Retourkutsche. Oh, kannst du dort noch die Verpackung weg tun? Die Bauchzeige nicht. Wieso genau hast du das hergemacht? Wieso stand da Seraina drauf? What the hell? Wir sind ja ein Team jetzt immer in dieser Sendung, oder? Bis jetzt schon. Und ich habe einfach gedacht, es wäre vielleicht noch schön, weißt, wenn man die ersten paar Kilometer vielleicht zusammen bestreiten, damit du auch weißt, von was ich nachher rede. Oder für eine Journalistin und Journalist ist wichtig, dass er die Materie kennt. Das Problem ist ja, Seraina hat eine kleine Velophobie bzw. ein Trauma. Als sie, glaube ich, vom Engadin in die Stadt gezügelt ist sie als erstes in den Randsteig gefahren und Bänder gerissen und alles. Und seitdem hockt sie nicht mehr auf das Velo. Als zusätzliche Motivationsspritze. Ja. Weißt du, Mayo schon. Aber dann kannst du eben das anlegen, weißt du. Nein, du meinst das wirklich ernst, hä? Radlerhose hätte ich da sonst auch noch. Natürlich noch einen Velohelm. Nein! Und die ersten 60 Kilometer heute wären flach. Ich will dich ja nicht schikanieren, sondern mein Ziel ist eher, dass du die Leidenschaft wieder entdeckst. Weißt du, den Fahrtwind, der die Motoren bläst. Veloschuhe hat er leider nicht auch noch. Ich schwitze schon. Woher? Das war eng. Vor allem mit dem gelben Trikot sieht man einfach von Natur aus schnell aus. Du hast noch das Allerwichtigste vergessen. Das Schlimmste, was einem Velofahrer passieren kann, ist wie bei einem Schafhirt im Wallis, wenn der Wolf kommt. Darum schwöre ich, seit meiner letzten Velotour vor 2 Jahren auf Hirschtalgcreme. Jetzt ist die Frage, könntest du das ein bisschen ästhetisch filmen? Ich gehe vielleicht... So, dann würde ich sagen, bin ich jetzt definitiv parat. Hey, ciao zusammen! Ciao! Ciao! Ich kann nicht winken, das ist kein um. Rainer, noch nicht den Anschluss verlieren, bitte. Erste Etappe von Ascona auf Bellinzona. 60 Kilometer. Fühlst du es? Hure! Naja, richtig Freude, dass wir das zusammen machen können. Ich auch, danke. Ich hasse Velofahren.
du, was ich nicht verstehe? Nein. Ich muss das jetzt machen. Aber du machst das freiwillig. Ja, schau mal, wie schön es da ist. Hä? Oh, ho, ho. Serena. Oh, das sind meine Leute. Ja, los, Sprint. Ciao, Jan. Hey, ciao, Serena, das ist dein Team. Vengo con voi. Push's ein bisschen. Hop, hop, forza, ragazzi. Buongiorno, scusa, ciao. Ui, 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 ui. Ist gar nicht so schlimm. Aber sag's nicht dem Jan. Ich weiss nicht, wie viel Mucke ich schon gegessen habe. Verdammte Muckenplage. Ich mag nicht mehr. Ich habe mir es so schön vorgestellt. Der Jan leidet und ich sitze im Auto und winke. Ja, nach diesen 40 Kilometern spüre ich es langsam. Aber hey, ich beisse. Du darfst mich überholen. So, jetzt habe ich. So, jetzt. Freie Jetzt können wir Bahn. die Zitrone mal auspressen. Ist das Bellinzona? Sie. Dove siamo? Serena, Ascona Bellinzona! Sì, sì, sì! Yes! Was für eine Leistung. Schön war mit der Serena. Dann habe ich ja gewusst, ich muss nicht so pressieren. Jetzt steigt der Druck. Wir sind jetzt vorbei. Also Serena, du bist dir sicher? Gut, danke. Zurück im Keller. Ich habe geschwitzt und die Jan hat noch gesagt, wenn es nur mal gerade ist, ist es gar nicht streng. Grazie. Ciao, ciao. Molto traffico. Den Teil sollten wir wirklich noch geniessen. Nachher ist dann alles nur noch drauf. Aber ja, heute habe ich schon noch ein bisschen Bedenken, weil 2500 Höhenmeter an einem Tag habe ich bis jetzt erst mit der Luftseilbahn gemacht. Das nächste Ziel, der Nuvenenpass. Nuvene! Aperto! Jetzt kann ich mich nicht mehr aufhalten. Der Jan ist jetzt schon mehr als 6 Stunden im Sattel, aber noch lange nicht auf dem Pass. Es ist anstrengend. Jetzt Zitronenkuchen. Ich glaube, sie sind irgendwo da vorne. Oh, geil. Da ist ein Mannschaftswagen. Wir sind zwar keine Mannschaft, aber wir haben eine Mannschaftswagen. Das ist einer geil. Wo ist der? Ich brauche einen Mannschaftswagen und den Mannschaftsarzt. Hier, nimm mal einen Schluck. Oh, geil. Zitronenkuchen. Im Ernst? Ja, Kennst du nachher, wenn's... hey, das ist mir auch egal. Also, Kuchen! Will sonst noch jemand? Danke. Niemand? Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Hast du so gedacht, die letzte halbe Stunde? Zitronenkuchen. Vorher war mir angeschrieben, Nuvenenpass 14,5 Kilometer. Da war ich fast schon enttäuscht. Ich dachte,
Sinn und Zweck wäre ja schon, dass ich mal noch an die Grenze komme. Und nützt ja nicht, wenn ich gerade jetzt schon oben bin. Aber wenn es aufgeht, sind 40 Kilometer einfach länger, wie wenn es abgeht. So weiter die Bauernregler aus dem Velo gehen. Ich will noch schnell heulen und dann fahre ich dann wieder. Aber jetzt habe ich sogar Krämpfe vom Liegen. Ich bin gegangen. Falls ihr mich nicht mehr einholt, wir sehen uns im Hotel. Oh, ich bin so weit weg von der Stadt und von allem. Momentan gibt es nur noch die Straße, mein Velo und ich. Die nächsten 1,5 Stunden geht es nur noch aufwärts. Auf den Nuffenenpass. Augen zu tun, hast du das Gefühl, es sind Fans, die dazu jubeln. Time to say goodbye. Flach? Nein. Hoi, gut streng da oben, gell? Oh. Fucking steil! Schlussspurt. Oh. Okay, wenn da jetzt nicht der Pass ist, dann haben wir ein Problem. Weil ich habe mich jetzt genau auf da eingestellt. Hey, Passo della Nuvena. Da ist der Sieg. Jawohl. Da ist er. Da ist er. Oh. Holy fucking shit. Oh. Oh. So geil. Es ist jetzt schon noch ein bisschen anspruchsvoll gewesen. Wenn du das Schild siehst, das ist schon das Allerbeste, wenn du so etwas machst. Wenn irgendwann das Ziel kommt, ist es so wie so ein kleiner Rausch. Darum freue ich mich, dass jetzt morgen die Party weitergeht. Mit der nächsten Etappe und 80 Kilometer bis auf Zermatt. Wenn ich so schlafe, zwickt es mir da hinten auf seinen Rücken. Einfach schön. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Dann kommt jetzt noch der letzte Spaß vom Tag. Gehen wir her? Abfahrt nach Ulrichen. Ja, wieder defekt. Arrivederci! Mama, I'm coming home. Wow. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. Yeah. Das Einzige, was ein bisschen wehtut, ist, dass ich weiss, dass ich all die Meter, die man jetzt vernichtet, ab morgen wieder aufbauen muss. Aber sonst ist es geil! Die Nacht verbringt Jan und das Team im Hotel zu Ulrichen im Obergoms. Am nächsten Morgen, das Wetter könnte besser sein. Wie geht's, Jan? Ich habe mir vorgestellt, es ist vielleicht auch noch schlimmer. Ist eigentlich mal okay.
Oh, unten rein. Ich kann es jetzt nicht genau zeigen, aber es hat gestern schon Schürfungen gegeben. Der Hirschtag hat nicht komplett verhebt bei dem Regen. Aber sonst, ich habe das Gefühl, der Trainingseffekt von gestern hat schon seine Wirkung gezeigt. Natascha muss sich warm anlegen. Also wegen dem Regen. Natascha, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hey, so schön bist du trotzdem gekommen. Natascha. Guten Morgen. Pünktlich zum Start. Ein Gruß vom Himmel. I'm a gym champion. Heute hat der Jan Unterstützung. Die 6-fache Ironman-Siegerin und Triathletin Natascha Badmann begleitet ihn auf Zermatt. Also, 1, 2, 3, los. also übrigens wegen dem Tempo musst du dir keine Sorgen machen, ich kann mich dir anpassen. Ja. Das werde ich zuerst noch checken, ob wir das können. Das sehe ich dann auf den ersten Meter, wer sich da mal passt. Das ist Okay, gut. okay, scheiße. Scheiße, ja. Vielleicht sollte ich heute das Maul nicht so voll nehmen wie immer. Ist eigentlich dein Mann auch noch da, der Toni? Der Dani ist auch noch da. Warte, wir rufen ihn mal. Dani, bist du noch oben? Hoi! Guten Morgen. Wir haben uns ja, der Toni und ich haben uns heute Morgen beim Zmorgen sind wir uns schon begegnet. Und der Toni war nicht zufrieden mit mir. Er hat noch unheimlich viel Steigerungspotenzial in Sachen Essen. Ist es dir schwer gefallen, auf den Teller zu schauen? Ja, es hat mir schon ein bisschen wehgetan. Ein bisschen schon, ja. Weil ich weiss, du wirst heute leiden, weil mit dem, was du gegessen hast. Obwohl, was habe ich heute drauf gehabt? Ja, gut, den Fleischkäse und den Salami habe ich selber gedacht, das ist vielleicht nicht das Gescheitste. Joghurt habe ich gefunden, ist vielleicht noch okay. Es liegt dir im Magen, säuert, weisst du? Es geht um Säure. Das Ei, Das ist alles gut, aber nicht wenn du Gastrol fahren. Vollkornbrot. Das ist am Stuhl, also es tut den Magen wohl putzen und gibt den Stuhldrang. Stuhldrang. Ja. Das heisst, wir haben eine Pause. Ja, ich habe ja noch Proviant dabei, Dörrfrüchte. Das ist gut, das ist okay. Oh, geil. Das ist Jetzt, gut, schau, das ist jetzt hole ich den Toni ab. gut. Feigen. Wunderbar, das ist etwas vom Besten. Datteln, Feigen, Dörrfrüchte, das ist wunderbar. Das ist etwas vom Besten. Gut, da haben wir da hinten noch. Oh, so einen... Wir gehen nicht dafür eine Stange oder ein Bad. Mehr zum Was Kondisieren. bringt er zu machen? Gummibärli. Da gehen wir auch im Team. Das Die ist gehen wir im Team. Ich weiss, das Team kann das brauchen. Und den Schlägsteig noch. Ja, das gehen wir auch im Team. Weißt du. Okay, dann ist auf jeden Fall nicht mehr viel rum. Mir gefällt es. Du bekommst dafür. Du, aber lass mal, mit diesem Wetter, ich glaube, es ist etwa Zeit, dass wir anfangen. Aber gehen. Sonst werden wir hier nass im Stehen, ohne zu schwitzen. Ja. Wir fahren mal so. Und schauen. Die nächste Etappe sind 80 Kilometer. Für die Natascha Badmann ein Klacks. Und das, obwohl sie nicht immer so sportlich war. Das ist herrlich, oder? Als Kind hattest du das Bedürfnis nicht gehabt. Also, du bist wirklich pummelig gewesen. Ja, ich war die Dickste von der Familie. Und ich bin kaum geritten. Also hat mein Rössli den Sport gemacht. Ich nicht wirklich. Also, dein Ross war gut in Form. Mein Ross hat Kilometer gemacht, ja. Und hat dich das hier gestört? Ja, unter dem habe ich schon gelitten. Die schwerste von der Familie, die unsportlichste im Turnen. Dort hat es sich wirklich noch nie abgezeichnet, dass ich dann einmal einen Ironman machen werde. Ich habe gemerkt, die Natascha zeigt ein bisschen Schwäche. Jetzt versuche ich sie hier im Flachen schon zu distanzieren, dass ich dann in der Steigung noch Zermatt ein bisschen Spatzig habe. Ja, um das Rennen zu gewinnen. Ja, das ist einfach mal zum Schauen, wie sie so drauf ist. Das lange noch nicht, aber ich habe schon noch eine zweite Zündstufe. Oh, Achtung! Jetzt aber! Windschatten, so gut. Soll ich wieder mal Führungsarbeit verrichten? Oh, fuck, ist gerade etwas anderes. Ah, dort sind sie, schau, sie winken. Ich kann noch mal attackieren, wenn Er da... könnte den Sprinter attackiert.
Nein, er macht das tipptopp, er ist in Form. Und dann zwischendrin greift er also an. Er hat recht Pfupfen dabei. Gute Nacht. Gute Nacht. Da geht Sprint-Zwischenwertung gewonnen. Ja, Jetzt bräuchte ich er hat das grüne Trikot. Er hat gerade die Wertung gewonnen. Weiss ich nicht so lang, aber dafür da Aber dafür mega muskulös. 6 Zylinder. Was ein Schnarri. Interessanter Veloweg. Links, glaube ich, links. Bist du eigentlich in der ganzen Schweiz schon mal gewesen? Nein, kannst du denken, das kenne ich nicht. Ich habe noch nie gesehen. Wo gehen wir jetzt durch? Geradeaus? Geradeaus. Wir müssen bis auf Fisch. Ups. Entschuldigung. Ja, nein, wäre schon da gewesen. Ein paar extra Meter. Ja, ich glaube nicht. Wir schauen schnell die Karte an. Ja, wir müssen tatsächlich da hinten. Hier hinter ihm. Gut. Ei. Ich bin dabei. Ja, es ist jetzt eben ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen Zickzack, wo wir hier fahren. Genau, man muss zuerst wieder in die falsche Richtung. Nein. Ist das nicht Veloweg? Nein, ist nicht Veloweg. Abkürzung. Sind wir sicher, sind wir hier richtig? Sind wir, glaube ich, schon mal gewesen. Das haben wir schon mal gesehen, ja. Ich habe gerade gesagt, ich glaube, wir fahren hier beim Regen ein bisschen im Kreis rum. So, es geht flussabwärts. Jan, zieh da. Ist ja geil mit dem Regen. Links, rechts, ja, vielleicht. Ja, da wäre. Also die andere ist jetzt nicht wegen dem Hügel. Es dunkt mir, der Jan hat eine Krise. Komm, ich gehe wieder ein bisschen Ja, führen. richtig, der Fisch müsste doch schon lange da sein. Schön, so Windschatten und dann den Regen in die Fresse. Nein! Wir sind zu weit. Nein. Nein. Wirklich nein. Was? Verdammter Scheiß. Nein. Wir sind sagenhafte 19 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. 19 Kilometer. 1 Stunde, 2 Minuten geht es zurück nach Fisch. Starke Steigung. Nein, aber das sind so Rückschläge, die machen die bloß stärker. Genau. Das ist noch geil. Heute wird die Etappe nur 80 Kilometer gegangen, jetzt ist sie doch wieder 120. Das ist noch geil. Er nimmt es nicht an. Geil! Was ist wieder die? Oh mein Gott, wenigstens kennen wir jetzt Wallis ein bisschen besser. Oh, Natascha, Gratulation. Wir haben es geschafft. Wir haben den Fisch gefunden. Nein, Was machst du jetzt? Schild falsch gelesen, Entschuldigung. Warum? Ich glaube, im Fall da ist jetzt idiotensicher. Da gibt es nur noch eine Straße. Von Fischb sind es dann nur noch 30 Kilometer bis Täsch. Aber halt konstant aufwärts. Ist das für dich jetzt auch ganz streng? Ja. Aber noch nicht so richtig. Wow, Wow! da bist What du a auf der bridge! Schau mal das an. Wow! Okay, kurz Getränkepause. Ich will heim. Okay. Danke, jetzt oben dran. Sprudelbad. Das, was der Jan jetzt macht, so ein bisschen so an die Grenze gehen, dann weitergehen, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man mag nicht mehr, dann kommen die grossen Glücksgefühle. Das ist so schön, das ist so bereichernd. Das bleibt auch für den Rest des Lebens. Juiui! Fällt's da? Das sind Abenteuer, die kann man nicht kaufen, die kann einem niemand schenken, die kann man machen und erleben. Und sie gehören einem. Dash! Jawohl! Huhu! Ups! Oh, geil! Jetzt haben wir das Lachen wieder.
Gefühle, die Glücksgefühle, die sind in einem drin für den Rest des Lebens. Das ist das Schöne und ich glaube, das sucht er auch. Natascha, danke viel mal. Super! Es hat heute auch so mehr Spass gemacht wie gestern allein. Ciao. Natascha, Toni! Arrivederci! Ins autofreie Zermatt fährt Jan noch allein. Spa time! Ende August. Und das Zermatt sieht am nächsten Morgen so aus. Die Besteigung der Dufourspitze steht auf der Kippe. Die Beine sind schon ein bisschen schwer. Mindestens. Ja. Heute gekauft? Ja, weil ich Amateur wegen der Trekking-Schuhe mitgenommen habe, die nach 2 Minuten im Schnee schon durch war. Jetzt musste ich noch schnell neue Schuhe holen. Also du bist auch ein begnadeter Alpinist. He? Ja, wer rechnet damit, dass es Schnee hat? Sorry, im August. Gib mir die Kamera. Der Jan will trotzdem mal bis auf den Gornergrat laufen. Gute 4 Stunden geht's den Schnee darauf. Was für eine Idee. Du Eis. Ich würde sagen, ich rufe jetzt mal einen Bergführer an, ob das etwas wird morgen. Ha! Ah, da ist er. Peter! Oh, Jan, ciao. Da auf dem Gornergrat hat es 30 cm Neuschnee. Ich befürchte, das könnte leicht schwierig werden. Oder hast du noch eine optimistische Prognose? Nein, das ist leider ist das ganz ein schlechtes Zeichen. Hier oben wird es noch mehr haben und es hat auch Verwege drin. Also dass wir reden hier jetzt im quasi Hochsommer oder Spätsommer vor der relativ grossen Linie gefahren. Wir haben nichts verloren im Moment. Okay. Ah, ja, gut. Oder nein, ich darf nicht immer Scheiße sagen, so muss man immer den Piepston rein tun. Scheiße! Dann, halt leider eine gute Zeit. Planlos. Nachdem wir abbrechen, weil es so viel Neuschnee schon gegeben hat, habe ich dann eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass es noch langt, in dem Jahr, um auf den Berg raufzukommen. Darum habe ich dann auch die Vorbereitungen ein bisschen eingestellt, weil man bereitet sich ja nicht auf etwas vor, das dann gar nicht stattfindet. Und dann auf einmal hat der Bergführer angerufen und hat gesagt, du, übermorgen wäre ein Fenster. Ja, dann habe ich dann schnell zusammengezuckt. 2 Wochen später. Der Schnee ist weg. Der Jan ist zurück auf dem Gornergrat. Hier ist das Etappenziel Roter Boden. Da sollten jetzt der Peter und sein Bruder, der Markus, warten. Das sind die beiden Bergführer, die uns auf die Dufourspitze raufbringen. Warte, mich und der Messe. Weil der Kameramann muss auch mit. Ela! Du bist geschwitzt, haben wir auch schon, gell? Hela, wo, ja. Hoi, Peter. Hoi, ciao. Markus, hoi. Ja. Bei euch auch? Ja, ja, ist ein bisschen weiss zum Schauen. Welches ist denn unser Berg? Ich glaube, der bin ich sicher. Ist auch noch nie da oben gewesen. Ja, genau. Morgen probieren wir es erst mal. Der? Ja, genau, der rechte von denen. Links ist das Norden und rechts ist Dufour. So der felsig. Ja. Okay, und ist es technisch anspruchsvoll? Es ist vor allem im obersten Bereich. Ganz am Schluss wird es ausgesetzt, ein bisschen über den Grad, aber es ist nicht so schwer. Es ist immer das Verhältnis. Also da haben wir Schwieriges gemacht in unserer Trainingstour, technisch. Aber jetzt kommt einfach da halt die Ausdauer und das Stehvermögen, nicht? Und jetzt zum Zug. Also Peter hat ja gewusst, dass ich noch nie im Leben so wirklich hochalpin unterwegs war. Darum haben wir im Vorfeld mal noch eine Testtour gemacht, wo er mich wirklich auf Herz und Nieren hat prüfen wollte. Hat mir extra etwas ausgewählt im Engadin, wo es so ein bisschen verschiedene technische Schwierigkeiten auch hatte. Und es war auch ein bisschen anstrengend dort.
Und nach dem Test hat er dann gefunden, ja, wir können es wagen, aber die Tiefvorspitze wird schon einmal eine andere Schuhnummer. Und das ist dann auch definitiv geworden. Das erste Ziel ist die Monte Rosa Hütte. 4 Stunden wandern, inklusive Gletscher. Locker, geil, sie ist da. Hey, geil. Geil. Ist auch geholfen? Ja, geil. Ist jetzt das Tiefvorspitze? Das ist Tiefvor, ja. Die ist ja gar nicht mehr so weit weg. Nein, das ist ein Kerzensprüngli. Ein Schnutz auf da hinten, ob der Stein. Da so zickzack ein bisschen auf, rechts, siehst du dort rechts auf. Und dann über den Grad auf. Und hier kommst du noch so ein bisschen Bergschule. Noch ein bisschen. Der Trick ist noch lange über den Grad auf und dann siehst du eben nicht den Gipfel. Sondern der Gipfel ist noch gerade ein Stück hinten dran, das ist ein bisschen gemein. Was könnten denn morgen so ein bisschen die Schwierigkeiten sein? Morgen? Ja, diverse, dass wir nicht mögen. Oder? Dass es streng ist, dass wir die Höhe spüren. 4600 Meter ist hoch. Okay, wir sind nicht super akklimatisiert, sage ich jetzt. Dann der Neuschnee, weil es einfach streng ist. Dass man die Spalten nicht gut sieht, dass man muss suchen den Weg, dass man Zeit verlieren, weil wir den Weg suchen um die Spalten herum. Das ist ja nicht viel vorgegeben, oder? Das musst du erahnen, was durchgeht. Es hat schon ein paar Zonen, die nicht so klar sind, jetzt von hier aus gesehen. Und dann Lawinengefahr. Ganz zu oberst dort, wo auf die Steine hängen, wenn es fest eingeblasen hat, ist nicht ohne. Obwohl wir erst Herbst haben, aber die Lawinengefahr ist im Hochgebirge das ganze Jahr eigentlich das Thema. Ja, also wir haben gerade ein paar Faktoren, die stimmen müssen. Also wenn es dumm läuft, kehren wir wieder um. Irgendwo. Kehren tun wir sowieso. Auf dem Gipfel weg. Im besten Fall kehren wir sowieso. Die Monte Rosa Hütte wäre theoretisch ein mega Bijou. Allerdings konnte ich das wirklich zu 0% geniessen, weil ich wusste, wir müssen um 3 aufstehen und dann eigentlich möglichst schnell ablaufen. Und wegen der ganzen Aufregung konnte ich auch lange gar nicht schlafen. Und dann immer auf die Uhr geschaut und gewusst, okay, 3 Stunden muss ich aufstehen. Soli. Und wie finden wir jetzt genau den Weg? Ja, wenn wir hier aufzünden. Steinmännchen, schau mal hier. Nicht so einfach am Morgen. Aber die Steinplatten auf. Jetzt geht es 1,5 Stunden sicher so rauf. Mit Gröll und Plunder. Ja, als wir dann um 3 losgelaufen sind, war es ein bisschen wie in Trance. Ich habe einfach geschaut, wo ist der Peter, der hat das Lämpchen gehabt und ich bin einfach am Peter nachgetrottet und haben mir null überlegt, wo sind wir jetzt. Und ich weiss auch bis heute nicht, wie der dort den Weg gefunden hat. Also ist mir ein absolutes, wie soll man sagen, ein Rätsel. Kalt, das ist ein Laufen. Das ist wenigstens ein guter Grund, um weiterlaufen. Ja, ich denke nach. Gut, gerade ein bisschen Übersalttänzeln hier. Tipptopp. Der Peter hat mir immer gesagt, ich muss immer genau seinen Schritt folgen, weil er weiss, wo geht's runter und wo nicht. Und einmal bin ich ein bisschen unaufmerksam gewesen. Also, schön, mein Mikrofon. Hey. Hallo. Mikrofon weg, gut. Hallo, Achtung, stopp. Was habe ich gesagt? Was habe ich gestern gesagt, Jan? So wieder kommen. Immer wieder Spuren laufen. Ja, schau mal da vor dir. Siehst du die Löcher? Das geht dann weiter runter. Zackera. Sakrament. Gut. Und nachher habe ich dann gehorcht. Nur gemeine Löcher. Das ist auch im Winter ein Scheissdreck da durch. Genau diese Zone. Ein stetiges Auf und Ab. Manchmal denkst du, mega schön. Und dann 5 Minuten später denkst du wieder, wieso zum Teufel machen die Menschen das? So Berge durchlaufen.
Ja, wir nähern uns langsam der 4000er-Marke. Schon noch nicht gerade, aber bald, das merkt man. Ja. Der Moment, wo die Sonne aufgegangen ist, also das ist ein unbezahlbarer Moment. Und dort habe ich auch gemerkt, wieso das süchtig machen kann, so in die Berge raufzugehen. Du hast ja das Gefühl, du bist der einzige Mensch jetzt auf dieser Erde. Und ja, die Stimmung dort, das ist unbezahlbar. Leider kann man es einfach nicht so richtig geniessen, weil man weiss, man ist da in einer Gegend, ja, wo man jetzt nicht übernachten sollte. Der Jan ist jetzt schon gut 4 Stunden unterwegs. Halbzeit. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, verdammter Tiefschnee. Oh. Ja, aber das Matterhorn haben wir, glaube ich, gesehen, gell? Geil. Check. Endlich. Oh, sogar hure geil. Das Matterhorn ist finally da. Alles geil ist sicher. Schalalala. Alles geil ist sicher. Schalalala. Also, ist nicht mehr weit, gell? Ja, wahrscheinlich schon. Ab 4000 Meter habe ich wirklich gemerkt, dass mir die Höhe nicht gut tut. Ich bin wie so ein bisschen neben mir hergelaufen. Und habe wie so ein Gefühl bekommen, ich bin so halb betrunken. Vorsichtig stehen. Genau. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht okay, weil dort ist jetzt noch nicht exponiertes Gelenk, aber ich habe gewusst, es kommt dann am Schluss noch ein Grat und so, und dort solltest du dann nicht Schlangenlinie laufen. Und ich habe auch gemerkt, die Bergführer sorgen sich langsam ein bisschen. Da, gerade rauf. Gerade rauf, ja. Oh, fuck, das ist ein Loch. Genau. Und einfach gerade rauf. Aber ja, mit dem Schwindel dort ist wirklich kritisch geworden. Gut, Handy. Ich würde sagen, ich bin ein relativ leidensfähiger Mensch, aber so gelitten wie auf dieser Tour habe ich noch nie in meinem Leben. Sind wir oben? Fast. Ah, aua. Lies kann man schon noch hoch. Ich ziehe normalerweise die Sachen auch durch. Okay. Aber dort habe ich mir wirklich ernsthaft überlegt, es ist, glaube ich, gescheiter zum Abbrechen. Oh, oh. Oi. Oh. Okay. Mit letzter Kraft kämpft sich der Jan auf den Grat. Noch ist der Gipfel, das grosse Ziel, nicht erreicht. Ich meine, noch einen Schokoriegel hinter den Schuppen. Oh. Ich schwöre euch, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Brutales gemacht wie gerade den Hang da. Und so mit Abstand. Aber da sieht es noch viel schlimmer aus. Nein, da ist ja weg. Das ist das Wälder Das Wanderweg. ist abartig. Zum Glück habe ich nie runtergeschaut. Brutale Aussicht, aber Genial, oder? ich bin froh, gibt es einen Film, weil dann kann ich mir dann mal die Aussicht anschauen. Weil im Moment schaue ich noch auf den Boden. Oh, ich hole von Peter seine Fußtritte. Das ist super. Irgendwann habe ich mich wirklich für mich selber geschämt. Also vielleicht im Film kommt es ja jetzt heroisch über, weißt, mit diesen Drohnenaufnahmen, und dann hoffe ich noch auf eine pompöse Musik, oder? Wo man dann denkt, wow, was für ein Typ, was der alles kann. Aber de facto bin ich im letzten Drittel bin ich eigentlich nur noch auf allen Vieren gegangen. Du darfst gerade warten, gib dir gerade die Hand. So, da, schau. Warte schnell.
Willst du runterhuren oder willst Ich mache auf allen Vieren. Okay. Weil ich habe dann gefunden, auf allen Vieren bin ich sicherer als nur auf 2 Beinen. Ich bin wie so eine Katze dort draufgerobbt. Sehr schön. Oh, jetzt geht es noch mal drauf. Und ich auch nicht mehr mögen. Ich bin alle 20 Sekunden habe ich angefangen, eine Pause zu machen. Zum Glück bin ich dann schon auf allen Vieren gewesen. Bin ich einfach angelegen und Peter gesagt, Peter, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hat Peter wieder gesagt, ja gut, komm, 10 Sekunden Pause. Und dann hat er wirklich einmal abgezählt. Also 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und dann hat er wieder an dem Huren Seil gezogen. Also er war nur noch Stop and Go. Ich bin abgelegen, Peter hat mich wieder angezählt, gefühlt wie ein Boxer in der Ecke, der weiss, wenn er jetzt nicht aufsteht, dann ist Abbruch. Ja, ja. Kannst du dich kehren, mich anschauen? Mich anschauen? Ui. Jetzt nicht noch gemein werden am Schluss. Nein, das haben wir so gut gehabt, bis jetzt immer recht. Aber ja, es waren unwürdige Szenen, die sich auf dem Berg abgespielt haben. Ich weiss nicht, ob jemand schon mal so schäbig dort raufgekommen ist. Hast du den Heber? Bist du ein bisschen tiefer? Du musst tiefer im Fuß. Im Fuß ein bisschen tiefer. Hey. Und da, schau da. Ja, genau. Noch ein bisschen hinterher. Noch ein bisschen hinterher. Gut. Und der Fuß daher. Da. Okay. Noch ein bisschen da. Hinterher. Ja, genau. Dann musst du ganz schnell warten dort. Okay. Dann darfst du kommen. Jawohl. Genau. Ganz schnell warten auf den Knie. Nicht schön, da wieder wartest. Nach gut 9 Stunden und 2000 Höhenmeter ist alles geschafft. Ela! Oh, Scheiße. Nicht etwas, das jedem passiert. Danke vielmals. Gerne. Hey, merci euch, gell? Super. Sehr geil. Einen Fight haben wir gehabt. Sehr schön. Sehr schön. Ei, ei, ei. Wunderbar. Als ich auf dieser Typhusspitze angekommen bin, in dem Moment ist so alles abgefallen. Ich habe dann gemerkt, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Ich habe kein Wort mehr rausgebracht. Ich habe dann gemerkt, mir laufen da nur noch Tränen ab. Und, ja, ich habe das noch nie so erlebt, so von dem einen Moment auf den anderen, dass dich die Emotionen also wirklich so übermannt haben. Ja, ich glaube, also das kann man echt, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man das mal erlebt hat und mal so durchgemacht hat und dann mal dort oben steht. Und wenn ich als vorher auch nicht denke, dass dann das so rauskommt. Ich denke, ich mache einen Witz auf dem Berg oben und ein schönes Foto. Aber ich habe eigentlich nur noch gekühlt. Und da wäre es von dieser Sendung. Vize übernimmt. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Dann gibt es wieder Ding Dang. Das ist vielleicht ein bisschen chilliger. Ui, danke vielmals euch allen. Danke auch. Hure geil. So, mehr Episoden findet ihr da. Anregungen, Kritik und natürlich auch Komplimente. Kann man hier oben hingeschrieben. Bis bald. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.